Wir haben es geschafft, Freunde. Corona Mountain ist offen. Das heißt, wir haben letzte Folge noch Maria Morgana auch in der letzten regulären Welt besiegt. Taucht immer Kapitel 7 auf. Wenn man in allen diesen Welten Kapitel 7 besiegt, dann geht eben das Tor zu Corona Mountain auf. Jetzt ist noch die Frage, ich mache dann nachher, wenn ich hier die letzte 8 Insignien geholt habe, wie gehe ich da vor mit den 100 Münzen Insignien, mit den Secrets Insignien. Da war die Idee von mir, dass die 100 Münzen Insignien offscreen sammle, beziehungsweise die 100 Münzen offscreen sammle, natürlich die Insignien selbst dann schon zeige. Und die Secret-Dinge, wenn wir mich halt vorbereiten, zum Wissen, okay, in der Welt ist es, da kann ich es aktivieren, damit wir dann direkt so starten können. Ich noch dann den Weg zeige, wie wir die holen. Es gibt ja auch hier noch im Piazza Delfino, gibt es noch ein paar Insignien, vor allem die da drüben mit der Yoshi World. Dafür muss ich erst ein paar Leben farmen. Das geht, glaube ich, hier bei Kapitel 6 relativ gut, haben wir gesehen. Bei Kapitel 5 oder so, kein Plan. Ne, ich glaube, Kapitel 6 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man kann ein Kapitel betreten, Leben farmen, rausgehen, wieder reingehen, Leben farmen, wieder rausgehen. Das ist nicht so das Problem. So, jetzt erstmal rein. Denn eine reguläre Insignie fehlt uns noch. Münzenjagd beim Pappusfest. Oh, das sind gerade 8 rote Münzen. Ich sehe zwar viele, aber rote Münzen offenbar nicht dabei. Hä? Okay, erstmal gucken. Ja doch, da, die sehe ich schon, rote Münzen. Die muss hier sowieso durch, weil noch eine blaue Münze farmen muss. Die Frage ist, kriege ich noch irgendwie eine Einladung, beziehungsweise eine Erklärung, was jetzt abgeht. Muss ich alles selber starten. Alma Geysir. Oh, Geysir klingt nicht gut. Okay, dann haben die roten Münzen insofern eigentlich nichts da mit diesen Dingen zu tun, die hier ein bisschen aufsteigen. Diesen Pflanzendingen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, sorry. Ich hab doch gerade... Den Darm festhalten kann ich mich nicht an den Dingern. Nee, würde keinen Sinn machen. Die Frage ist halt, wo sind hier sowohl die roten als auch die besseren blauen Münzen versteckt? Oh. Kaum sage ich was. Ich hatte schade, dass rote und blaue Münzen halt nicht wirklich einen Münzenwert haben. Wenn ich irgendwie rote 100 Münzen sammeln könnte. Also bei den roten ist schade, beim blauen ist verständlich, weil da wäre sonst sehr fies. Apropos fies. Doch funktioniert. Krass. Ah, Dinge sind auch wieder da. Super. Langsam in Ruhe lassen, ist mir eigentlich egal. So, hier oben noch was gesehen. Ich habe jetzt zwar schon mal eine blaue Münze geholt. Wir erinnern uns. Nein. Doch. Ah, ich hasse das. Dass hier so vorsichtig sein muss, dass es so empfindlich ist. So. Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Du, 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 du. Ich bin noch gar nicht sicher, ob wir es vorhin schon davon hatten, wegen Spiel komplettieren und so. Ich bin noch gar nicht sicher, ob überhaupt noch vielleicht
Insignien und blaue Münzen auftauchen und das Spiel erstmal einmal durchgespielt habe. Solche Spiele gibt es ja auch, dass man 100% eher später erreichen kann. Oh, Mario. So. So. Plaza del Palma. Münzenjagd beim Pappusfest. Schon wieder. Yo. Alles klaro, alles ready, gut. Also hier runter muss ich auch noch. Die Frage ist, könnte ich vielleicht sogar schon so rüber? Jo, das geht. Dann kann ich hier nach Münzen farmen. Und gucken, wo noch irgendwie etwas mit Blaumünzen wäre. Haben wir zum Teil ja auch gesehen. An der letzten Folge, glaube ich, sogar hier ist eine. Nee, Kacke. Wo war die? Doch, Moment. Ganz fies versteckt. Aber sowas von fies. So, das war die einzige in der Art. Eine interessante Frage wäre auch, wie ich wieder zurückkäme. Ernsthaft? Ich bin oben festgesteckt, deswegen habe ich den Sprung gemacht, weil ich oben festgesteckt bin. Ich glaube das nicht, hey. Egal. Ein paar Leben haben wir noch. Von dem her aus sonst gar keinen Druck und so. Was ist das, irgendwie Part 40 und überhaupt schon? Ist doch alles kein Problem. Die Frage ist aber trotzdem, wenn ich jetzt da unten bin, wie kommen wir wieder zurück? Da ist die Idee gewesen, dass man die letzte rote Münze da kriegt und dann ist irgendwie der Stern auch da unten. Ich sag Stern. Insignia auch da unten. Ja, theoretisch wäre es ja möglich. Egal, sammeln wir erstmal rote Münzen. Hier drin ist keine, wa? Also meine, ich würde es dem Spiel zutrauen. Das zum... Okay, Mario. Dankeschön. So, haben wir gesehen, da heißen Quelle war noch eine Münze. Und da hinten bei den Bienen. So. Super, vorhin haben sie mich nicht angegriffen, jetzt aber schon. Ich frage mich, warum. Okay, warum gehe ich nochmal da hoch? Weil da hinten irgendwie so ein... Irgendwas ist da hinten, da will ich jetzt erstmal gucken. Da ist sogar so eine seltsame Plattform. Alter, wie fies wäre das, wenn hier oben noch irgendwo blaue Münzen versteckt wären. Ja, da ist doch irgendwas auf dieser Plattform dort links. Nö. Das ist einfach nur eine Plattform, sieht ein bisschen creepy aus. Aber hier ist nichts. Auf der anderen Seite könnte theoretisch noch etwas sein. Da geht halt darum, es könnte ja eine rote Münze irgendwo versteckt sein, ne? Und das wäre halt ziemlich fies. Und wir haben 3 Stück, wir wissen, wo die 4. ist. Beziehungsweise wo noch eine ist, sag's mal so.
generell mal trotzdem noch eine gute Aussicht. Ja, irgendwo da oben könnte noch eine sein. So. Also, da habe ich rote Münzen geholt. Dann mal gucken, wo noch eine sein könnte. Vielleicht sogar irgendwo hier drin. Nö. Ne, hier ist auch keiner. Was ist eigentlich hier mit der Feuerstelle los? Das ist auch ganz creepy. So, bringt das irgendwas? Ist das dafür, dass wir da hochkommen, weil da oben noch etwas ist? Also, man muss ihn lassen, sie haben die roten Münzen echt saumäßig gut versteckt. Ich habe gerade mal die Hälfte, beziehungsweise wüsste, wo die Hälfte ist. Ah, okay, da oben ist noch eine. Ah, die ist da hinten, okay. Ganz ruhig. So. Schon mal hier bin, sehe ich noch gerade irgendwo einen in der Nähe. Ah, da oben könnte noch eine sein. Theoretisch auch da oben noch. Gut versteckt, muss ich lassen. Das muss ich ihnen lassen. So. Da ist auch nichts. Nee. Ist eine blaue Münze? Tatsache, glaub's nicht, ey. Was hier überall noch. Rot ist ja auch noch. Was hier überall noch für Dinger hat. Also, fehlen uns eigentlich noch zwei rote Münzen. Eben eine wissen wir, die ist unterirdisch. Die hole ich am Schluss, weil ich könnte mir vorstellen. Was ist noch eine blaue? Hä? Ach so, das ist das Teil. Das ist halt ein Schatten aus einer Münze. So. Hier ist aber sonst nichts. Noch so eine Feuerstelle. Ne, bringt auch nichts. Dann kletter ich doch mal. Also könnt ihr theoretisch natürlich mal hier noch hochklettern. Das war zu erwarten, dass hier nichts ist. Was ist denn hier oben so los? Ja, schön, wenn man nichts sieht. Ah, da sind solche Wege, wo man durchaus auch eine blaue Münze verstecken könnte, genau. Das war ja eine rote. Da oben ist Raketendüse aber gerade gesehen, also auf der anderen Seite. Da ist nichts, aber dort haben wir sie gesehen. Okay, gehen wir mal ganz kurz links entlang.
Dann hätten wir 12. Ja, wenn es soweit ich das mal mitbekommen habe, fehlen doch noch relativ viele Münzen. Also blaue meine ich halt. Rote, da fehlt noch der Aufenthaltsort von 2. Und so wie ich mich kenne, kriegen wir noch einen heraus und mit dem anderen denke ich, oder überlege ich dumm und dämlich. Davon schweben. Was ein Hinweis für uns. Geht das überhaupt? Also Papus greifen meine ich. Davon schweben ist ein anderes Thema. Wenn noch ein bisschen Wasser habe. Ah, eben. War doch klar, dass da oben eine ist. Da fehlt trotzdem noch eine. Nein! Mein Gott, hey, mach doch den... So. Das war ein bisschen zu gefährlich. Die Frage ist, bringt das überhaupt viel? Weil ich muss eigentlich nur da hoch. Aber er hält es da garantiert fest, ey. So. Die Raketendüse. Mal gucken, wo ich überhaupt lande. Aha, da reise ich erstmal darüber. Was zum Henker? Aua, was war denn das schon wieder? Okay, man kann es von den Scheißdingern festhalten. Aua. Okay, erstmal nächste Düse holen. Oder erstmal so. Und dann gucken, was passiert. Plötzlich ist sie weg, kein Bock mehr. Mario? Nee, aber kein Bock. Warum sollte dem helfen? Das ist ein blauer Vogel. Ah, mein Yoshi ja praktisch. Du kannst einfach snacken und gut ist. Oder man macht es einfach Profi-like. Ist die andere Option. Also geplant war es nicht, gell? Kann ich schon mal sagen. Nein, hier schon wieder. Bin aber auch zu doof, ganz ehrlich. Das kann jetzt nicht so schwer sein, da hochzukommen. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt ganz hoch? Verdammt, ich wollte eigentlich nur springen und dann hoch. Die Schaukel kann ja nicht gehen. Ah, aber die Wolken. Wir haben hier irgendwie ein Wasserproblem, kann das sein? Aua. Kopf angestoßen. Ja, okay, da bringt's nix. Aber selbst wenn wir... Ja, okay. Wobei, vielleicht ist die... Wir haben gerade überlegt, die 6. ist oben, das haben wir jetzt gehört. Die 7. ist unterirdisch. Die 8. eventuell auch unterirdisch, aber vielleicht ist sie auch auf einer dieser Wolken, die wir gerade gesehen haben. So. Die Frage ist, was ist das für eine Wolke? Hält die ewig oder was? Und wir haben natürlich da drüben noch...
Lass mich am Schluss dieser Stern da oben. Und die gehen immer in die gleiche Richtung. Ja? Ich würde es dem verkackten Stern zutrauen, der da oben wäre. Nein, ich komme nicht hoch. Okay, faszinierend. Vielleicht ist das ja auch dafür gedacht, dass auf der anderen Seite nachher ein Ding wäre. Okay, da oben ist nix. Warte mal, da ganz normal Schwung holen. Ne, hier ist natürlich keine Wolke. Ich dachte mir halt, das könnte noch sein, dass da eine Wolke ist. Nee, so auch nicht. Okay, tricky. Ja, schon ein bisschen tricky das Ganze. Wie zum Henker komme ich da hoch? Muss mir echt mal überlegen, Freunde. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge wieder. Ich gucke mal hier draußen ein bisschen um. Vielleicht finde ich dabei noch etwas. Oh, das war jetzt eigentlich geplant. Da bringen die eigentlich weg. Ja. Tschüss. War schön mit dir. Nee, ich gucke mich hier ein bisschen um und wie wir hier vielleicht ein bisschen hochkommen, weil ich glaube, das muss noch irgendwie anders gehen oder besser gehen. Das heißt irgendwie über dem Blatt, also vielleicht sogar erst über dem Blatt muss man da hochkommen und so. Ja, das könnte noch sein, hä? Dass mir noch eine Münze fehlen, ich denke, dass sie da drüben ist. Wobei, wer weiß, wa? Wir gucken es einfach an. In der nächsten Folge zurück bei Super Mario Sunshine. Bye, bye.